Willkommen zurück beim FC Stammtisch. Jetzt haben wir doch schon einiges besprochen, Stuttgart noch mal angerissen, natürlich auch die ganze Situation, wie Dominik Heinz zum 1. FC Köln gekommen ist, wie sehr er mittlerweile hier schon Fuß gefasst hat mit der Sprache etc. All das haben wir schon soweit geklärt. Jetzt gibt es natürlich wieder die Fußballthemen. Dominik, ihr habt einen Gegner vor der Brust, der anspruchsvoll ist, sagen wir es mal so. Amtierender Pokalsieger, Supercup gewonnen, die Bayern weggefiedelt. Und jetzt müsst ihr euren 4. Platz bestätigen. Und wie habt ihr das vor? Was erwartest du von dem Spiel? Hast du so ein bisschen das Gefühl, es könnte Stuttgart-mäßig werden? Oder nee, ich glaube, wollt ihr selber aktiv werden? Ich glaube, Stuttgart-mäßig wird das nicht. Und ich denke, wir waren in Stuttgart ja auch aktiv, sonst hätten wir keine 3 Tore gemacht. Ohne Zweifel. Ja, also von daher gibt es wieder ein ganz anderes Spiel. Wolfsburg, wie ich vorhin ja gesagt habe, Stuttgarter spielt ja das vom Zorniger, das was ein Leipzig gespielt hat, hat er jetzt mit nach Stuttgart gebracht. Dieses wirklich 90 Minuten Pressen von vorne am 16er, das spielt ja Wolfsburg nicht. Die spielen einen ganz anderen Fußball und ich denke, es gibt eine schwere Aufgabe für uns. Die haben wirklich eine brutale Offensive. Die haben letztes Jahr wirklich richtig Gas gegeben und ich denke, die laufen auch schon wieder dieses Jahr heiß. Ich denke, die wollen es auch bestätigen, was sie letztes Jahr gemacht haben. Aber ich denke, wir spielen zu Hause, wir müssen uns auf keinen Fall verstecken und wir hauen alles raus, was wir haben und dann gucken wir einfach, was am Samstag rauskommt. Mein Ziel ist es, dass wir das Spiel nicht verlieren. Was dann darüber ist, ist umso besser. Nehmen wir alle mit, vor allem das, was da drüber ist. Aber muss man natürlich mal abwarten. Richtet ihr euch jetzt schon im Training so ein bisschen auf den Gegner ein, jetzt schon in dieser Phase? Wir haben heute Mittwoch, ja. Und vor allen Dingen habt ihr 2 Pläne, einen mit De Bruyne als Gegner und einen ohne? Ja, der kann ruhig mitspielen. Ich hab da keine Angst davor. Scheint ja kein anderes Thema mehr zu geben, ob der Mann jetzt wechselt oder nicht. Also ist schon ein guter Spieler, ohne Frage. Ja, klar, ist schon ein Ausnahmespieler. Deswegen wird er auch so umworben. Ich denke für ihn persönlich wird es auch mal Zeit, dass das Thema bald vom Tisch ist, weil ich als Spieler würde es nicht gut finden, wenn da jetzt wirklich seit 3 Wochen geht es jeden Tag. Ich würde sowas schon ein bisschen, klar, man will es zwar nicht im Kopf haben, aber ich denke, irgendwo in der Schublade hinten ist es trotzdem drin. Vielleicht ist es auch was Positives für Samstag, wer weiß. Wenn er noch nicht weg ist und geht erst danach, das kann man nie wissen. Von daher, ja, wir bereiten uns jetzt natürlich schon vor, heute im Training haben wir noch nicht ganz so viel gemacht, weil natürlich, wir haben ja erst am Sonntag gespielt, dann war Montag frei. Dienstag haben wir dann erstmal wieder ein bisschen zum Reinkommen, heute haben wir schon ein bisschen mehr gemacht und morgen wäre dann der Fokus, morgen Mittag wäre dann der Fokus nicht öffentlich. Gehen wir dann, können die Zuschauer leider nicht zugucken, aber das muss auch mal sein, finde ich. Da tun wir einfach ein paar Dinge einstudieren, dass die Wolfsburger uns das nicht abgucken können und von daher geht es dann ab morgen los. Jetzt haben wir gerade diese Thematik schon so ein bisschen angesprochen. Ich meine, da kommt ja auch Unruhe auf in so einem Verein. Weil es ja nun mal der nächste Gegner ist, möchte ich das Thema ruhig mal ansprechen. Da hat ja auch ein Moderatorenkollege von mir, von den Öffentlich-Rechtlichen, dem das vorgesagt. Und dann hat er das einfach nachgesagt, das Riesenthema und was weiß ich. Verunsichert das so eine Mannschaft wie Wolfsburg oder haben die so viel Qualität, dass denen das auf gut Deutsch gesagt am allerwertesten vorbeigeht? Also am allerwertesten vorbeigeht, glaube ich, keinen. Ich glaube, können wir schon denken, dass das im Verein die Leute nervt, auch die Mitspieler. An Qualität, glaube ich, büßen die jetzt nicht unbedingt ein. De Bruyne selber vielleicht schon. Ich meine, er ist nun mal im Mittelpunkt des Ganzen und muss jeden Tag die Fragen beantworten. Ich war übrigens da bei der Veranstaltung, die du gerade angesprochen hattest. Ja. Fand ich auch nicht ganz so glücklich. Also ich meine, der hat vorher schon, klar, man muss es nutzen und ihn darauf ansprechen, keine Frage, wenn er da ist. Das wird man auch so einer journalistischen Pflicht nicht nachgehen. Aber nicht so. Aber jetzt jemand vorsagen, das war also der konnte daraus nicht gewinnen. Wenn er nichts sagt, hätten sie alle geschrieben, jetzt hat er es nachgesprochen, jetzt kriegt er es zurück, wenn er geht. Also fand ich nicht ganz glücklich, nicht ganz fair, muss ich sagen. Trotzdem, ich meine, das ist ein professioneller Verein. Die werden dann mit dem Großen und Ganzen schon umgehen können. Und deswegen weiß ich auch nicht genau, ob es ein Vor- oder Nachteil ist, wenn er dabei ist. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Meinetwegen kann er dabei sein und so spielen wie am Wochenende, dann ist alles gut. Ich denke mal, das spielt aber letztendlich in euren Überlegungen keine Rolle. Also sprich, der ganzen Planung her, ihr richtet euch auf den Gegner ein und mit euren Stärken versucht er halt dann dagegen anzugehen. Jetzt würde ich gerne mal, gerade dich als Fan noch mal fragen, wie würdest du denn als Fan jetzt aufstellen? Never change a winning team.
Oder, ich meine, wir haben eine Sache noch nicht besprochen, Yannick Gerhardt hat gar nicht mal so schlecht gespielt, fand ich. Musste dann auch raus aus taktischen Gründen und Vogt kam wieder rein und dann lief es ja auch ein bisschen besser. Würdest du jetzt sagen, mit denen, als Fan darfst du das sagen, beginne ich jetzt wieder oder mit der Startelf von... Nee, ich will mir das gar nicht anmaßen. Also ich glaube, der Stöger lag so oft richtig und der wird jetzt wieder, ich meine, Wolfsburg ist, Dominik hat es angesprochen, eine komplett andere Mannschaft als Stuttgart. Der wird schon wissen, was er macht, er ist auch zwischendurch auch mal für eine Überraschung gut, soll er gerne machen. Ich glaube, wie gesagt, bei der Mannschaft, das ist so eng beisammen da alles, ist ein super Gefühl, dass man auch Leute in der Hinterhand hat, die genauso gut oder an dem Tag vielleicht sogar noch besser spielen können, als die bis dahin dann gespielt haben. Insofern ist, glaube ich, viel entscheidender die Einstellung und dass die ganze Mannschaft gut vorbereitet ist, weiß, was Wolfsburg vermeintlich macht. Und dann sind die Personalentscheidungen, natürlich kann man darüber diskutieren, nimmt man jetzt Vogt oder Gerhardt, könnte ich gar nicht sagen, wer da jetzt unbedingt, wenn ich da lieber in einer Startformation sehen würde. Ich bin total happy, dass der Gerhardt nach anderthalb nicht ganz so glücklichen Jahren jetzt doch wieder sehr nah dran ist, zumindest an der Startformation. Und ich meine, das ist ein junger, super talentierter Spieler. Schön, dass er wirklich eine Wahl ist für die Startelf. Und ich glaube, der wird so oder so noch viel Einsatzzeit bekommen. Ob er jetzt am Wochenende startet oder nicht, soll der Trainer entscheiden. Das wird er auch tun, da bin ich fest von überzeugt. Er hat ja auch eine gewisse Erfahrung da drin. Jetzt, Dominik, wenn du, ich meine, bei dir ist momentan relativ klar, dass du wahrscheinlich spielen wirst, wenn jetzt nicht was ganz Schlimmes passiert, weil es nun mal aktuell nur 2 Innenverteidiger gibt die das klassische spielen. Aber wann sagt der Trainer euch Bescheid? Wann kriegst du das? Macht er das persönlich oder macht er das in einer Mannschaftssitzung? Ganz normale Besprechung beim Spiel und klar, es ist wie bei jedem Verein, wenn du dann einen Tag vom Spiel trainierst, dann kannst du schon ein bisschen Einblick kriegen, was so läuft, aber ganz sicher kannst du da auch nicht sein. Also du kannst ja dann ganz sicher sein, wenn dein Name an der Tafel steht und dann kannst du spielen. Aber ich denke, das ist auch nicht das Entscheidende, wann wir wissen, wann wir spielen, sondern wir sind alle gut vorbereitet, wir können alle von Anfang an spielen. Wir haben alle die Qualität, um da wirklich in der ersten 11 zu stehen. Und von daher macht der Trainer das genau richtig, finde ich. Klärt der Trainer eigentlich nie vorher ab mit den Spielern, wenn mal der Stammspieler draußen bleibt? Sagt er ihm das nicht vorher? Erfährt auch er das wirklich erst in der Kabine an der Tafel? Oder nimmt er den vielleicht vorher schon mal und sagt, pass mal auf, nur damit du schon mal vorgewarnt bist, ich habe aus den und den Gründen vielleicht... Ja, das macht er schon. Also, da ist schon Kommunikation da. Ich denke, es wäre dann nämlich menschlich und dann nicht mehr ehrlich, wenn du jetzt wirklich, weißt ja nie, jetzt spielst du 10 Spiele wirklich sehr gut, aber der Trainer hat vielleicht in deren Spiel eine andere Idee, aber dann würde er das schon erklären, dass du auch weißt, warum das so ist und dass nichts mit deiner Leistung zu tun hat. Auch vorher, also bevor es dann... Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich denke, das gehört einfach dazu. So ehrlich sind wir alle miteinander und von daher finde ich das auch wirklich sehr gut. Jetzt gibt es gegen Wolfsburg einen Elfmeter. Wer schießt? Ja, ich habe das schon gelesen, dass die Medien das ein bisschen hochgepusht haben. Also wirklich, uns in der Mannschaft ist es egal, wer schießt, der soll der schießen, wo sich gut fühlt. Hauptsache wir hauen das Ding rein, egal wie, so wie am Sonntag. Und von daher ist doch alles gut. Die Fans sind ja auch glücklich, wenn einer hingeht und haut das Ding rein, ist ja egal, wer das Tor schießt, Hauptsache das Ergebnis stimmt zum Schluss. Ist erstmal völlig egal, genau. Ich stelle mir gerade vor, der Toni Modest, du stehst halt gerade da, sagt dann zu dir, weißt du was, heute schießt du mal. Würdest du schießen? Wenn er das sagen würde? Ja. Ja klar würde ich schießen, warum nicht? Ich habe da keine Angst vom Elfmeterschießen. Ich tue die Verantwortung gerne übernehmen. Klar kann es auch mal schief gehen, mit dem musst du rechnen, aber da wirst du da einfach keine Gedanken nehmen, musst das Ding hinlegen, musst da so wie im Training, wenn wir als üben oder ein bisschen Spaß machen, haust das Ding rein und dann hat sich die Sache erledigt. Okay. Eine Option mehr. Ja. Ich würde gerne, bevor wir gleich, machen natürlich noch eine Tipprunde, würde ich gerne mal wissen, Jonas, da komme ich jetzt auch mal zu dir, weil die Bundesliga, der 1. FC Köln ist natürlich hier unser absolutes Hauptthema, klar. Aber jetzt haben wir ja den Bundesliga-Start ja allgemein. Und ja, ich meine, es war eines der spektakulärsten Spiele, es waren aber viele spektakuläre. Wie hast du den Bundesliga-Start gesehen und was nimmst du so mit von diesem, ja, ich sag mal, Knallstart, wie manche sagen? Ja, also ich freue mich dieses Jahr ganz besonders auf die Saison, zum einen wegen des FCs, weil ich da wirklich guter Dinge bin. Dann aber auch, ich glaube, es könnte an der Spitze etwas enger zugehen. Die Hoffnung habe ich. Also Bayern mit Pep, wer weiß, wie viel Unruhe da noch reinkommt, ob die wirklich da einsam ihre Kreise ziehen. Normal müssten sie Deutscher Meister werden. Aber dahinter hast du eine Reihe von Teams, die da, wenn die richtig gut spielen, auch mal einen Lauf haben können. Ich sag mal, Wolfsburg, Dortmund scheint wieder stark zu sein.
Wir haben vergessen, ja, Leverkusen musste eventuell auch auf dem Schirm haben. Okay. Haben wir abgehandelt. Ja. Gladbach hat jetzt in Dortmund natürlich nicht wirklich gut gespielt, haben letztes Jahr aber auch ein tolles Jahr gespielt, muss man auch so sagen. Dann hat man eventuell Schalke wieder mit neuem Trainer frischer stark. Also die Spitze ist schon etwas größer geworden, wie ich finde. Unten waren sie alle sicher. Ingolstadt, Darmstadt, die werden auf jeden Fall Nummer 17, 18 sein. Da kann man nach dem ersten Spieltag noch keine totalen Rückschlüsse draus ziehen, aber auch die punkten anscheinend und zwar nicht so schlecht. Also auch das wird kein Selbstgänger sein. Kann sich der HSV noch nicht sicher sein, den 16. Platz retten zu können. Und nee, ich glaube, dass es verspricht, wirklich eine sehr, sehr interessante Saison zu werden. Das war eine interessante Sache, Dominik. Es gibt hier unheimlich viele FC-Fans, also die sich auch ein bisschen mit Darmstadt mitgefreut haben, weil das so ein bisschen die Fußballromantik repräsentiert, die wir ja gerne auch ein bisschen hochleben lassen. Waren halt wirklich tolle Zeiten früher. Gerade der FC war auch sehr erfolgreich in dem Zeitraum 70er, 80er Jahre. Jetzt ist Darmstadt, wie gesagt, oben mit einer Kabine, die man wahrscheinlich als solche nicht bezeichnen würde, als Profi auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Freust du dich trotzdem da hinzufahren, in dieses fast schon marode Teil? Oder ist das so, ist mir eigentlich egal, ich fahre da hin und Hauptsache wir haben die Punkte? Er kennt's ja. Ich war ja letztes Jahr schon dort, ich habe die Kabine auch kennengelernt. Das ist jetzt wirklich kein Luxus, also das ist schon, ich glaube, da haben manche Dorfmannschaften bessere Kabinen, also wirklich. Aber ja, du bist eine halbe Stunde da drin, ziehst dich um und das Grüne draußen ist das gleiche wie auf jedem anderen Platz. Also von daher ich finde es nicht schlecht, dass die hochgekommen sind. Das ist wieder ein bisschen mehr Tradition in der Bundesliga. Natürlich hätte ich mich natürlich auch gefreut, wenn man das noch so sagen darf, dass ich denke, wenn man jetzt so Kaiserslautern den Verein nimmt, wäre es natürlich auch nicht schlecht für die Bundesliga, wenn wieder mit so einer Tradition wieder ein Verein dabei wäre. Ich denke, es waren noch immer gute Spiele, wo ja Kölner bei uns war, also wir da waren. Naja. Und manchmal. Ich denke, das waren einfach wieder zwei gute Vereine, das wäre auch wieder ein geiles Spiel, aber ja, so ist halt der Fußball, man sieht, wie das ist. Mit Darmstadt hat letztes Jahr keiner gerechnet, jetzt sind sie da. Jetzt haben sie wirklich einen guten Start gemacht, was ich nicht gedacht hätte, wirklich. Holen da schon einen Punkt am Anfang und die Ingolstädter gewinnen sogar. Von daher, ich sehe das auch so. Ich denke, du kannst die Saison nichts sagen, das wird spannend bis zum Schluss, sage ich auch wieder. Ich denke, dieses Jahr ist wirklich richtig viel Qualität in der Bundesliga. Ja, einen logischen Meisterschaftskandidaten gibt es immer, aber einen logischen Abstiegskandidaten halt in dem Fall eigentlich nicht. Ne? Also klar, man nennt die beiden immer wieder, aber das wird sich dann zeigen. Ja, Hamburg wird immer wieder genannt, aber also von daher hoffen wir mal, dass da in der Hinsicht die Spannung auch länger erhalten bleibt. Also vor allen Dingen mal oben, das wäre, glaube ich, täte der Liga mal ganz gut, wenn es oben mal länger spannend bleibt. Letztes Jahr war das spannende der Abstiegskampf. Also ich meine, klar. wir sagen alle, die zweite Hälfte war viel interessanter als die obere. Wenn der FC in der oberen ist, kann meinetwegen doch wieder die andere interessanter werden. Am Ende, ich müsste schon komisch zugehen, wenn nicht doch Ingolstadt und Darmstadt unter den letzten dreien sind. Aber ich hoffe, sie können es lange spannend zumindest halten. Und vielleicht sind sie auch für eine Überraschung gut. Also gemessen an den Möglichkeiten muss man natürlich sagen, sind die beiden werden logische Teams in dem unteren Drittel. Aber wer weiß. Also die ersten beiden, der erste Spieltag hat mich überrascht. Ja. Ja, also wir werden das mit großer Spannung weiter verfolgen. Macht ja auch Spaß, mal auf die anderen zu gucken. Ist auch immer schön, wenn der ein Verein verliert, den man vielleicht nicht ganz so oben auf dem Zettel hat. Und du hast ja, glaube ich, Spaß gehabt, auch den Julius Brink wegen des Tabellenstands schon ein bisschen zu zwiebeln, oder? Ja, man muss sich zurücknehmen. Ne? Man darf jetzt nicht alles verschießen, das Pulver nach dem ersten Spieltag. Das kann noch eine ganz andere Wendung nehmen. Aber mal gucken. Wenn es jetzt so 2, 3 Spieltage so bleibt, dann kann man mal anfangen. Jetzt habe ich eben schon ganz am Anfang über Rio gesprochen und er ist ja wirklich ein Kandidat. Also wir haben eben schon gesprochen, du bist nächstes Jahr auch für Rio noch spielberechtigt. Olympia mit dir, das könnte ein Thema werden. Ja, es sind ja noch mehr aus unserer Mannschaft. Timo ist noch spielberechtigt, Leo ist noch dabei. Muss man jetzt mal gucken, wie die DFL da mit eingeht wegen dem Spielplan, weil wir würden dann schon, glaube ich, wenn der Spielplan aktuell so bleibt oder wie es vorgesehen ist, glaube ich schon 3, 4 Spiele verpassen von der Bundesliga. Ich weiß nicht, wie der Verein das sieht oder wie das eher geregelt wird. Ich hoffe, dass man da eine gute Einigung bekommt, dass man vielleicht einen Bundesliga-Start vielleicht 3 Wochen nach hinten verschiebt oder so, wenn da was möglich ist, weil ich denke, Deutschland sollte schon mit den Leuten hinfahren, wo es erstens einmal erreicht haben, das Ziel, finde ich. Das hat der Trainer auch schon zu uns gesagt, der Nationaltrainer, dass die dabei sind. Auf jeden Fall die, wo das auch gepackt haben bei der Europameisterschaft. Und von daher sollten dann auch alle mit einem klaren Kopf dahin fahren und sich dann keine Gedanken machen, ja, was passiert, wenn ich zurückkomme und dann habe ich ja das und das verpasst. Ich denke, da wird der DFB mit der DFL eine gute Lösung finden. Ich hätte jetzt echt so einen schönen Traum, wenn wir uns nächstes Jahr alle wiedersehen und ihr beide eure Goldmedaillen mitbringt. Das wäre doch was, oder?
Da bin ich gleich beim Thema. Ich würde gerne mit dir noch mal, du hast deine Karriere ja beenden müssen. Deine sportliche Karriere aus gesundheitlichen Gründen. Die Frage Nummer 1 ist, du kannst aber trotzdem Sport treiben, du siehst sehr sportlich aus. Also das ist jetzt kein Thema, obwohl der Rücken ein bisschen... Nee, ich habe genau deswegen auch meine Profikarriere beendet, gerade weil ich noch ein paar Jahre auch gerne überhaupt sportlich aktiv sein möchte. Ich spiele jetzt sehr gerne Fußball oder Footvolley. Da muss man auch halbwegs fit sein, um es hobbymäßig noch machen zu können. Und das war mein Ziel. Ich habe zwei Söhne, zwei kleine Söhne, mit denen möchte ich noch ein paar Jahre Sport machen. Und da habe ich dann abgewogen und gesagt, macht es jetzt mehr Sinn, noch und es wäre dann 4 Jahre bis Rio gewesen, weil Rio, Copacabana, Beachvolleyball, das wäre ein Riesending gewesen, dort den Olympiatitel möglicherweise zu wiederholen oder zumindest darum zu kämpfen, den zu wiederholen. Oder aber noch deutlich länger in der Lage zu sein, sportlich aktiv zu sein. Und das war es mir am Ende nicht wert. Es wäre auch fraglich gewesen, ob ich überhaupt die 4 Jahre auf höchstem Niveau, und man muss wirklich bei 100% sein, Dominik weiß das, wenn man da wirklich als Vollprofi mit den Besten mithalten möchte, dann reichen 90% nicht. Und das hätte ich nur zulasten meiner Gesundheit machen können. Und das war es mir dann nicht wert. Deswegen fiel mir die Entscheidung auch nicht sonderlich schwer, so gerne ich den Sport gemacht habe, und genieße jetzt auch eben Sportarten auszuüben, Skifahren, Fußball spielen, Mountainbiken, die ich jahrelang während der aktiven Zeit nicht machen konnte. Aber du bist nach wie vor in dem Sport sozusagen in dem Metier auch tätig, also beruflich? Ja, ich bin für Sky als Beachvolleyball-Experte dabei, Experte und Co-Kommentator. Haben wir heute doch einen Sky-Experten hier. Ja. Fehlt der eine, ist der andere da. Ja. Nee, natürlich, der Sport liegt mir am Herzen, und ich habe gehofft, dass ich eine Möglichkeit finde, auch, hört sich so pathetisch an, aber dem Sport was zurückzugeben. Und die deutsche Tour ist nun mal da, wo ich auch herkomme. Wir haben da jahrelang früher gespielt und waren natürlich nicht gleich Olympiasieger oder Weltmeister. Und das ist schön, erstens dabei zu sein, für mich weiter in die Nähe zu haben, weil das nun mal mein Sport ist. Aber auch die deutschen Teams zu begleiten, den Nachwuchs zu begleiten und zu gucken und an der anderen Stelle auch mal einen Tipp zu geben und mich dazu engagieren. Ich bin auch beim Verband in so einer Art Beratungsteam tätig. Das ist mir schon wichtig, dafür zu sorgen, dass da auch ich mein Know-how über die Jahre, das Erworbene, da auch wieder einbringe. So, ich denke, wir haben noch was Wichtiges zu klären. Olympia übrigens, ganz kurz. Ja. Ich fände es super wichtig und toll für die Jungs, wenn da wirklich, was Dominik angesprochen hat, da ein Entgegenkommen gebracht wird. Das ist eine Erfahrung, auch für einen Fußballer, auch wenn eine WM natürlich im Fußball eine größere Bedeutung hat. Aber die Erfahrung, die man bei Olympia macht, die ist unfassbar. Für einen Sportler, aber auch für einen Menschen. Das ist nun mal bei Olympia nur möglich, dort mit den ganzen anderen Sportarten und aus anderen Ländern zusammenzukommen. Das ist ein unfassbares Erlebnis. Das hätte ich auch gesagt, wenn ich nicht Gold geholt hätte. Auch in Athen war ich, wo ich nicht erfolgreich war, und habe das mitgenommen. Und Neymar, Messi haben beide olympische Medaillen geholt. Also vielleicht fehlt auch eine olympische Medaille, um ganz großer zu werden. Ich hoffe da wirklich auf das Entgegenkommen, dass die Jungs dorthin können. Ja, wir würden uns alle freuen. Also wir würden natürlich auch die Daumen drücken, klar, generell allen Spielern, egal von welchem Verein, weil das wäre eine schöne Sache, wenn Olympia klappen würde. Olympia ist allerdings jetzt noch ein bisschen weg, aber Wolfsburg ist nah. Und ich habe euch versprochen, ihr müsst noch einen Tipp abgeben. Wir sind ja heute hier im Studio Dumont bei unserem Gastgeber hier im Dumont-Carré, und wir wollen natürlich auch, ich sage das jetzt einfach mal, ein Fässchen spendieren, 5-Liter-Fässchen, falls ihr genau richtig liegt. Tippst du selbst gegen Wolfsburg oder traust dich das nicht? Nach dem Motto, Sportler tippen nicht? Nee, Sportler tippen nicht. Ich halte mich da zurück. Also Tendenz kann man vielleicht sagen. Habe ich ja vorhin gesagt. Wir holen das Ding. Okay. Reicht mir? Ich habe gesagt, du darfst. Ich bekenne Farbe. Nicht verlieren, und das Recht ist alles gut. Mit verlieren, okay. Ja. Du sagst? 1:1, 76. Minute, Kopfballtor, Dominik Heinz. Ja, nehmen wir. Voll in Ordnung. Super Sache, damit gehen wir natürlich dann sozusagen in den Spieltag hinein, hoffen, dass es so kommt. Wir nehmen aber auch ein 3-0, kein Problem. Also, in diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich bei Dominik Heinz, bei Jonas Reckermann, bei allen hier im Studio Dumont, im Dumont-Carré. Und wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder, wenn es wieder heißt FC-Stammtisch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss zusammen. Danke.